Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. A guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das redet zu euch Meir David. Auf unser heutigen Programm haben wir ein Interview mit Miriam Hoffman, Mechaberte von dem Buch A Breed Apart, Reflections of a Young Refugee. Dem Interview hat geführt Sholem Beinfeld. Später im Programm Präsentation Lekovid dem Yontiv Shavuos. Das ist von mit etlichen Jahren zurück von Harav Meir Lokitsch. Früher von Young Israel in Brookline, jetzt wohnt in Detroit, Michigan. Teure Zuhörer, mit knapp 30 Jahren zurück habe ich gehabt dem Vergnügen zu sehen die Pièce Lieder von Gan Eden mit schöner Musik angeschrieben von Reisel Jarrett, vorgestellt von wunderlich talentierten jungen Artisten, hereingerechnet Chana Cooper, Eleanor Risa, Reisel Jarrett, Avi Hoffman, Brucha Silberman und noch andere, mit Text angeschrieben zum Teil von nicht weniger wie Itzik Manger und zum Teil von unser Gast Heint, Miriam Hoffman. Der Theater hat gehabt den Namen Joseph Papp Yiddish Theater. Und es ist gewesen zum größten Teil dank Miriam, was der Theater hat a viele existiert. Wegen dem wird ihr hören in unser Interview Heint, was es führt, unser teurer Mitarbeiter Sholem Beinfeld. Lassen wir zuerst hören noch ein bisschen von der schönen Musik von der Pièce Lieder von Gan Eden, das Lied Soras Wieglied, Hogers Kloglied, in der Ausführung von Shirim Klezmer Band. Es singen Rosalie Jarrett wie Sora und Betty Silberman wie Hoger. Die Sachen hat mir einmal geschenken,
wir sind zusammen spazieren gegangen. Spaziert haben wir beide über die Lonke. Und dort wo es geht die Bahn. Oi, so wie schwebt sich unser Bäumen ruhig. Wie ein Augenblick, es verschwindet die Bahn. Also ist die Liebe Mama getreue. Also ist doch die Liebe von einem Mann. Stille, stille, passt dich an. Du siehst doch, es ist Nacht. Als sie mich nicht vergewinnt, hat die eigentlich vermacht. Miriam Hoffmann, koidem kol will ich euch sagen, als leinendig euer neue Buch, A Breed Apart, habe ich gehabt, kemat dieselbe Hanoi, was ich habe, leinendig euch auf Jiddisch. Ich sage kemat, weil kein Englisch kann sich nicht vergleichen mit euer saftigen, reichen Jiddisch. Lodger Jiddisch. Oh ja. Lodger Jiddisch, aber euer Lebensgeschichte, euer Lebensroman hebt sich nicht an den Lodge, nur Dafke tief in Sibir, in Tobolsk. Ja. Ja, so ist das geschehen. Erzählt unsere Leiner etwas wegen dem. Unsere Zuhörer. Ja. Mein Tate in 1932, sie war in der Depression, hat gehabt eine Geliebte. Gail hat sie geheißen. Das ist ein Buch. Und sie haben gedacht, Kassen haben. Aber es ist gekommen eine Zeit von Depression. Und sie, mit dem Spruch, sind weg in Kanada. Und sie hat sie gesagt, also sie wird schicken Schiffskarten und Liebesbriefe und so weiter. Und ein Brief ist umgekommen, was hat geleint sich so. Mein Boyfriend, mein Geliebter, lehnt deine Brief. Mein Tate ist geworden absolut mischige. Hat verloren die Arbeit, ist gewesen ein Drucker in einer jüdischen Zeitung. Lazar Kahn ist gewesen der Redakteur. Das hat verloren, sie gewesen die Depression, die größte Depression. Keine Arbeit hat nicht gehabt. Das Mädel hat verloren. Die Sowjeten haben gehabt große Propaganda mit Flugblättlich. Kim und Boy und das Sozialismus und was während der Zeugen in der Universität, das ist alles frei. Und hat es geglaubt. Und ist weg, geschmuggelt die Grenze. Und also wie sie nach über die Grenze, also haben sie gewartet die Waggonen. Die leibige Waggonen und sei weggeführt, der Jüngwerk, so wie hunderttausende jüdische Jüngwerk. Ihm hat sie weggeführt, kein Sibir, in ein Schlafenlager. Also ist mein Tate umgekommen in Schlafenlager. Meine Mama wurde, als die Mama ihrer Bub ist gewesen, eine kränkliche Frau, und der Seide gewesen, ein schrecklicher Mensch, und der Bub hat gesucht, entläuft. Und sie ist entlaufen, geschmuggelt die Grenze, a Rebbe, in euch rein in die Waggonen, weggeführt in einem Sklavenlager. Und dort, im Sklavenlager, mit den Bajonetten, mit den Druten, das ein Lager, wie ein Konzentrationslager. Und die Jüngwerk hat man weggegeben, die Baracken. Sie gewesen Mädchen und Jünglich zusammen. Also Sex ist gewesen frei. Und meine Mama hat verschwangert mit mir. Chassene haben sie keinmal nicht Chassene gehabt.
Und mein Tate ist geworden Mischige. Ich wieder einmal. Und ist aufgestanden und hat gesucht zu der Chevre. Kiek zu, wo stehen wir, du? Wir sind gekommen, bauen ein Leben für sich, in der Zeugen zu werden, Universitäten. Und du ist liegend, mit uns aufgenagt. Okay, bei Nacht ist gekommen ein Kommandant und hat gesagt, pack sich Speckel. Und sie haben ihn mal weggenommen von Sibir. Tief in Sibir, Tobolsk. Und meine Mama ist ihm noch gefahren, seien die schwanger mit mir. Und so noch bin ich geboren geworden in Sibir. Ja. Ja, ihr seid geboren geworden bei den Breckes von dem Irtisch in Tobolsk. Ja, vom Irtisch, ja. Der Irtisch ist derselbe Teich, was Sutzgeweber schreibt in seinen Sibirer Lieder, weil er ist auch ausgewachsen dort. Ja, er ist auch ausgewachsen in Sibir, ja. Ja, die Geschichte ist eine interessante, weil wir wissen wegen Menschen, die sind verwogelt geworden tief in Russland, in Sibir, in der Evakuation, sind am Platfen von den Nazis. Oder sind am Platfen, oder sind sie verschickt. Die Sowjeten haben sie verschickt, wenn man hat okkupiert, lassen wir sagen, Litte oder Misrach-Polen. Aber Menschen sind freiwillig weg in Sowjetenverband. Und dort erst hat man sie geschickt in Gulag. Das ist etwas anderes. Und das ist ein Teil von den sehr interessanten Details in eurem Buch. Könnt ihr uns etwas erzählen wegen dem Leben später da in der größeren Stadt in Saratov? Es ist sehr ein großer Stadt von 1 Million Menschen mit einer Oper, mit Theater, mit Zirk, mit Kinos. Mein Tate hat gearbeitet in einer Redaktion dort und hat freie Pressebilletten. Und hat sich mit mir herumgeschleppt über die Operas und die Theaters und die Kindertheaters und Zirken. Hat mich erzeugen bei Emmes. Und nicht meine Mama war eine depressierte Frau, eine morisch-scheurige Frau. Eine morisch-scheurige Frau, sie ist gesessen daheim, sie hat sich nicht herausgeriet von Stieb. Der Tate mit mir. Hat keine Kindheit nicht gehabt. Ist durch mir hat gehabt seine Kindheit. Die Stadt ist eine große Stadt. Der Tate ist geworden allemal oder arrestiert und befreit und arrestiert und befreit. Weiß was ist gegangen bei Stalinen. Und ich gedenke nicht das, da meine Mama vielleicht sagen, ich habe genommen auf der Hand. Ich bin gegangen zu der Füße. Ich habe gewusst, sie ist das Fenster oben. Dort sitzt beim Tate. Ich habe gar nicht gewusst. Das Tate hat mir rausgelassen. Und so bald, wir haben bekommen, das Leine des Buch oder das Gelein. Meine Mama hat geschrieben einen Brief zu Stalinen. Sie hat sich gebeten bei ihm, als wir leben in einem gefährlichen Zustand, in einer Kehle, in einer kalten Teekehle. Miteinander gesprochen und mit Lächeln in der Wand. Und sie hat geschrieben den Brief jeden Tag zu Stalinen. Jeden Tag. Ein ganzes Jahr. Und sie hat bekommen einen Entwurf von Kreml. Und der Kreml hat gesagt, hör auf zu schreiben, weil Stalin hat ein schwaches Herz. Aber wir wollen dir helfen. Sie haben uns geholfen mit sehr scheinen Tieren, das heißt ein Zimmer mit 2 Fenstern, mit der Seen, mit den Bäumen. Und jetzt was die Tiere ist gewesen verschlossen mit einem Schloss vom größten Gericht dort im Supreme Court, was hat gesagt, dass wir kennen nicht da rein in die Tiere 3 Duschen Zeit. Meine Mama hat gefunden einen Bäum, wo sie ist darauf gekrochen, geöffnet das Fenster, rein durch ein Fenster in der Tiere, in dem Zimmer. Und ich noch hier. Und wir haben sich herangezogen in dem Zimmer in Saratov durch einen Bäum. Ich bin gegangen in die Schule durch einen Bäum,
Und man tat es zu der Arbeit, als kriechen die auf den Bäumen, nicht durch das Tier. Und wie ich schreibe, wenn man geöffnet das Tier, noch 3 Duschen, habe ich geweint, was sie gewinnen, am Achai zu kriechen auf den Bäumen. Sarat ist ein größer Stutt. Meine Mama hat gehabt eine Schwester in der Bride, man hat arrestiert den Bride, man hat arrestiert den Schwager. Und die Schwester ist geblieben mit einem kleinen Kind, mein Älter. Ich habe Kontakt mit ihr, sie wohnt in Russland. Sie haben keinen nicht verlost. In der Stadt, ich denke, sie ist ein größer Stutt mit der Tramway in Scheinem. In die Kinder, mir gewachsen dort noch von Outgehöfsche 3 Jahre, 4 Jahre, 5, 6 Jahre, ist die russische Kinder, jüngliche Mädels, sind mir gewähnt, sehr übergegebene Gewehren. Ich habe zwar gespielt in Dreußen. Und ich habe gar nicht gefühlt, dass du, also ich bin ein Jid, oder ich bin anders, was sei. Es gibt eine kindische Welt von mir, Saratov. Ja, bis der Tat hat gesagt, wir haben gesagt, wir entläuft. Ja, wir sind entlaufen. Ja, das schreibt ihr euch im Buch. Es ist nicht gewinn so Poschet. Das ist euch also ein Roman. Ja, so Wissen, Saratov. Und so kommen früher in Lemberg, dann noch in Lodge und Lodge später in Deutschland. Ja, bei Lodge, wenn ich mit meiner Mama, entschuldigt, wenn ich mit der Mama sind umgekommen in Lodge, ist gewesen eine Hume von den Soldaten der russischen Krasnarmee, der Rote Armee. Das haben wir so überlagert, die Bahn, also wir haben nicht gekannt raus. Und sie hat gedacht, quietschen und schreien, lasst uns raus, in Lodge. Und ein Soldat hat geöffnet das Fenster, hat sie umgenommen beim Kargen, hat sie rausgeworfen durch ein Fenster. Und mich euch also sind wir gekommen, kein Lodge. Lomer hat ein bisschen wegen ihrer Überlebungen in dem DT-Lager in Ulm, in der nicht mehr und nicht weniger die Hindenburg-Kaserne, also Dort bin ich Tage aufgewachsen. Bis ich dann umgekommen in Amerika, heißt es, dass ich dort in 4 Jahren umgekommen in Lager in Hindenburg-Kaserne, abgewähnt 9 Jahre, ich denke schon nicht. Und mehr Kinder, ob sich sie kennt, verständigen, weil jeder eine von uns hat gerät eine andere Sprache. Und sie gewinnen im Glück. Bis die Eltern haben beschlossen, wir können schon reden Jiddisch. Über Nacht hat man gehört, ich habe gerät Russisch. Und wir waren Rumänisch, und es geht Ungarisch, es geht Tschechisch, es geht Polisch. Gefährlich. Aber wir haben mit einmal gehört, alle zu reden Jiddisch. Man hat sich noch gewesen, man hat gesungen, man hat getanzt, schon Razair gewesen dort. Es ist umgekommen, es ist gekommen Schleichen von Palästina. Es ist aufgestellt eine Schule bei Sefer Tarbut, eine hebräische Schule, wie man hat gelernt Ivrit, und wir haben nicht verstanden kein ein Wort. Alle Kursen sind gewesen auf Ivrit. Und sie haben uns gewohnt. Also wenn wir uns haben, reden Jiddisch, wollen sie uns bestrafen. Man hat sich ausgelacht. Man hat weiter gerät Jiddisch im Lager. Und dort habe ich sich bei uns ausgelernt zu reden Jiddisch. Ja? Das ist interessant, aber ja, sei, also zu sagen, sich ausgelernt eine eigene Sprache, das heißt Jiddisch, und sei erst versucht den Tam von Sinne zu Jiddisch. Der Verbot zu reden Jiddisch. Ja, aber wir haben nicht verstanden, was das meint. Wir haben Kinder, was weißen wir, das Sinne. Was haben gesagt wegen Jiddisch, hat mir nicht gesagt, sie gehört. Der meiste ist gewesen, also wir sind gewesen, ich bin gewesen in einer Klasse mit Kindern von allen Eltern.
ist, als ich bin gewesen, wir sagen, 8 oder 9 Jahre alt, und wir haben gar Kinder von 15 und 16 und 17. Es ist ein gefährlich, und die Lehrer haben nicht gekannt, das kann einzugeben. Und keiner hat nicht geredet, kein Ivrit. Wir haben noch ausgelacht. Ja. Aber das ist gewesen, was ich sage. Ja. Später in Israel hat aber euch ein bisschen besser verstanden, was behandelt wird. Ja. Absolut. Nu, ein jüdisch kulturelles Leben ist in die Lagerung von deswegen vorgekommen. Wir haben bekommen den Vorwärts. Und jüdische Filme, ich habe zum ersten Mal im Leben gesehen, Mali Pikan, in Giro in Firo, in The Dibuk, und ich habe gesehen, tschechische Filme, wir haben gesehen englische Filme, und es sind gekommen Redner, aber mir Kinder sind nicht gegangen. Der Redner, es sind gekommen jüdische Akteuren, wir haben sich ausgelacht, es ist sehr komisch, es sind schlechte Akteuren. Lubelski, das haben sie geheißen, Lubelski, ein Mann mit einer Frau. So, hat gespielt Jean Valjean. Und wir haben nicht verstanden, kein Wort. Aber es ist gewähnt, viele Ben-Gurion ist gekommen, viele Mrs. Roosevelt, Eleanor Roosevelt ist gekommen. Die Lagerungen haben sich auf ausgeledigt. Menschen sind sich zuvor, haben gemusst sich... Ja, warte. Wir sind gewesen 4 Jahre. 4 Jahre im Lager. Ja. Nicht gewesen so gering anzukommen in Amerika, von deswegen hat er das bewiesen. Mein Vater hat gehabt einen Vater in Amerika, und er hat uns geschickt Schiffskarten. Ja, so ein Uhr sind wir gekommen in Amerika. Nicht der Highest, nicht der Joint, wir sind gekommen legal. Ja, das ist, ich denke gut, in einer Zeit, wenn es ist gewesen geringer für Flüchtlinge, was haben kollaboriert mit den Nazis, Ukrainer-Nazi, Litwiner, anzukommen in Amerika wie jüdische Lagernickers von der DP-Lager. Wenn ihr seid angekommen in Amerika, was ist gewesen euer erster Eindruck? Der erste Eindruck ist gewesen, als wir wollen keinem und ich kann reden, kein Englisch. Und keinem und nicht. Weil es ist eine Sprache, was man darf nehmen, der Vater hat gesagt, heiße Kartoffel im Moleran, und das ist Englisch. Und mir ist es gewesen schwer, weil kein Freund habe ich nicht gehabt, kein Geld hat man nicht gehabt, kein Dieres hat man nicht gehabt. Und der Vater hat gehabt ein Haus auf East Warren Avenue in der Bronx. Mit der Diere, was hat uns nicht gewollt geben. Auf morgen hat man nicht so kein Dieregeld. Ist ein Masel, und ich schreibe nicht wegen dem. Als die Jiden, die Scheinen, was wir haben gehabt im Lager, in Hindenburg-Kaserne, wir haben, meine Mama hat sie dagegen, das Schuchente, und gesagt, aber das da Diere klingen mir. Mama hat geklingen und hat sehr fein geschaffen, die Diere, Punkt in ein Tenement in der Bronx, Punkt gegenüber, alle Immigranten haben dort gewohnt, die Fleitem unsere. Sie waren eine Gegend von Fleitem. Ich habe gesagt, viel wie Fisch und Wasser. Und ich bin daran in der 7. Klasse, Junior High School. Und dort getroffen, ein ganz Pool Chavetes, was bis nach Handtecken Tag sind wir die beste Chavetes. Und was uns gegeben, ein IQ-Test, Intelligence Quotient Test. Und wir sind alle durchgefallen. Und so haben wir uns klassifiziert, retarded. Als wir schon jung geworden retarded, hat man es geschickt, wenn man es geendet, in der ärgste Highschool-Gymnasie in der Bronx. Schrecklich. Aber ich bin gegangen in jüdische Lehrerseminar. Ich bin gegangen in Highschool, bin ich auch gegangen in jüdische Lehrerseminar.
Und das wäre mein Masel. Dort bin ich bei Emmes der Zeugen geworden. Ja, das ist eine außergewöhnliche Institution. Ich bin dort auch, ich habe dort auch gelernt, ein paar Jahre. Außergewöhnlich. Und gehabt Kaiser, Harlas, Minko, Friedman. Ach, wunderlich Ort, ja. Und das ist mit dem hat man gewollt ausgeräten, gehofft auszugeräten jüdische Lehrer. Das sind jüdische Lehrer. Ich bin kein jüdischer Lehrer nicht geworden, aber nicht in jenen Jahren, aber ihr seid ja geworden, ein jüdischer Lehrer. Ja. Nicht, weil ich habe geholfen zu werden, ein Lehrerin. Nur, wenn wir auf Chassene gehabt man echten Sinn, auf Roman, ist es gewesen nun zu der Schulmaleichenschule 21 auf Bainbridge Avenue. Und sie haben mich gebeten zu lernen Kindergarten, Klasse. Und ich habe gehabt, Dovedo Fishman, Itzele Gottesmann, der Schächte, Mädlach, und ich habe gehabt, eine wunderliche Kindergartenklasse, an Avremo. Und ich habe viele gestellte Pjäsen mit bei. Und Judel Mark ist gekommen auf Inspektion. Es ist ihm sehr nicht gefallen, was singt zu viel, und tanzt zu viel, und spielt sich zu viel. Und Rotzach war klug zu haben Goldstein, dem Direktor, als ich teug nicht, weil ich zu viel singen und zu viel. Es war eine Kindergartenklasse. Aber ich geschrieben bei Zettel auf mein Tier. Judel Mark nicht erlaubt, daran zu kommen in meine Klasse. Und Goldstein hat sich erschrocken. Hat aufgerissen, ich habe zugeklebt. Zugeklebt. Also ich habe sich nicht Stimme genommen. Das ist mir sehr gefallen zu lernen. Eine Klasse mit Kindern. Es ist von dem tun, habe ich geholt, ja. Das ist meine Profession. This is WUNR Brookline. Ja. Ja, und von demult an hat ja zu tun mit Theater, mit Musik, mit Singen und klar mit Anhaben von Leben. Und von euren Kindern, also Studenten in eurer Kindergartenklasse, ist ausgewachsen ein ganzer Dorf. Der Mann David Fishman haben wir erst interviewt wegen seinem Buch über die Bücherratte aus dem Wilner Ghetto. Nu, ihre Karriere ist also vielfältig. Also ich weiß, habe viel nicht für anzuheben. Lass mal anheben mit einem Auszug von eurem Buch, was ihr hat allein ausgeklebt. Okay, aber ich möchte noch zugeben, meine Sache. Mein Mann Mendel, hat gesehen, wie alt ich, bin 10 Jahre älter von mir, und hat mich geführt, gesagt, du wirst schreiben, von vorwärts, eine Rubrik schreiben, du wirst schreiben, Pjäse schreiben, du willst fahren, kann Oxford und Wilna und lernen vor. Ist gewesen, was hat mir geeizet und geholfen zu meiner Karriere. Ich habe ausgeklebt my first romance in America. Ich habe mitten. The first time we met was at our home under my mother's watchful eye, and he, Moshe, immediately became my mother's Liebling. He knew how to gain her confidence with his servile attitude towards her. Dear Mrs. Shmulevich, he would say, you're such a good cook. As a matter of fact, my mother was a terrible, terrible cook. But hat gewollt gefällt, an Amerikaner Bucher. Moshe used to come to my house on weekends from his military base, all sweaty from the summer heat, and he would ask if he could take a shower.
My mother thought it was a sign of courting, although I wasn't aware of such a masculine display of intimacy. We were considered a couple. All my girlfriends were envious of such a great catch, a college boy, an American, a fluent Yiddish speaker. How I had managed to trap such a whale of a guy was all a mystery to them. As time passed, he wanted to impress me, relating to me that his father was a famous Yiddish poet, Be'er Schweinstein. Even with my having read an extensive amount of Yiddish poetry, I never came across his father's writings. To tell the truth, I wasn't used to Moshe's love declarations due to the fact that they didn't stop in the car, at nightclubs, while dancing. It was constant. I love you, I love you, I love you. I couldn't imagine that love could be so annoying. In time, Moshe began describing our future life together. The little house on Long Island, where we would live, the 3 children we would have, preferably 2 boys and 1 girl. Here's where I drew the line. How do you know that I'll be able to have any children? I demanded to know. After all, I'm so petite and weigh a measly 90 pounds. He smiled. Only frigid women are barren and cannot conceive. Of course, at that time, I didn't know what frigid meant, but I figured it must be related to a Frigidaire. We will live in a little home on Long Island, Moshe continued wistfully, and when I returned from work every evening, the dinner will be ready on the table, and the fireplace will be crackling with gusto, and my slippers ready for the leisurely life, and we and our 3 children will sit around the fireplace with marshmallows on a stick, and we'll sing Yiddish songs, one big happy family. Verstehst? Ich habe doch beleidigt. Das heißt, das ist da holen, aber es fragst nicht mich, was ich will in der Zukunft. Wenn ich aufgeführt eine Gruppe, wenn ich von aufgewesen 17 Jahre, mit Moshe Klicksbergen, wo es verloren eine Frau mit Kindern in Warschau Ghetto, habe ich geführt eine Gruppe jüdische Pleiten, junge Chevre, in Atranhuis. Ich habe geführt und ich habe gehabt ein paar 100 Chevre, junge Leute, Mädels. Und ich mit Klicksbergen hat mir geführt die Gruppe. Also noch, das kann ich beschreiben wegen dem, hat man mal Klicksberg gesagt, ich habe ein Schiddach von dir. Come on, ich bin 18 Jahre alt, ich darf nicht schädigen, ich kann sich allein finden, und ich bin nicht so mies, wenn wir ein Scheinmädel, eine kleine. Und nein, ich habe verbeten zu tun, als Segalovic-Branch von Arbeiterring. Und sie treffen sich einmal heute, wenn der Präsident heißt Mendel Hoffmann. Und ich habe sie verbeten, sie kommen in ein Haus, in das Haus mischen mit den Hevre. Ich habe sich chinisch beleidigt. Und dann habe ich gesehen, Mendel, bin ich zugelaufen zu Glücksberg, und wie sei ihr Kopf? Und wie sind ihre Augen? Und hat sie alt. Und er verliert schon die Hohe. Und ich bin nicht sicher zu den Augen gehen, und meine nicht schickig. Das ist von mir? Was steht doch der Tag? Glücksberg hat gesagt, wer ist so ein Schick? Es ist eine wohle Buche, eine feine Buche. So ich will nicht. Okay. Und Mendel hat gehabt eine Chabad, der geheißen Julia Silberger. Er hat gehabt ein Auto. Hat uns heimgenommen. Und Mendel hat beschlossen, nachdem wie Julia hat uns heimgenommen, nicht heimgenommen,
Sie kommen im Seminar und sitzen auf den Lektions, wie ich lerne bei Bacharlaschen Literatur. Ist gekommen, ist gesessen, eine Woche, 2, heute. Was steht doch mit dem Mensch? Sitzt in Klasse und kickt auf mich mit den gelben Augen. Und es ist nicht von mir. Später, wenn Juliek ist nicht gekommen, hat nicht gehabt kein Auto, weil Juliek hat uns gepflegt nehmen im Seminar, ist Mendel gesagt, ich habe dich nehmen nach Hause mit der Subway. Ich habe gesagt, okay. Ich habe mich daheim gefahren mit der Subway. Und das ist es. Hat nicht gebeten am Telefon, hat gut nicht gesucht, ist heimgegangen. Das hat mich verdrossen. Das hat mich schwierig. Ist doch verdrossen. Sag jetzt, ist nicht von mir, aber ist gerade 10 Jahre älter für mich, es ist nicht von mir, es ist kein Schiddach. Einmal kommt ein Seminar und sagt, hat 2 Billetten für Tschechows Vorstellung in Village, The Cherry Orchard. Es ist mir sehr gefallen, als versteht sich auf einer Pjese, weil ich habe nicht geschrieben, damit die Pjese. Ich habe geschrieben ein Poem für ein Seminar. Das ist raus im Seminarist. Es ist gewesen, ein kleines Journal, Seminarist, raus. Ist mir schrecklich nicht gefallen. Aber ich habe gehört. Und mit raus, wenn ist gewesen im Atradhaus mit meinen Chevre dort, und ist weg, Gunisch und Gunisch, hat mein Chevre gesagt, wollen wir gehen in jüdischen Theater? Es ist schon gewesen spät, es ist schon gewesen bei 10, 9 Seige bei Nacht. Okay, wollen wir gehen in jüdische Chevre, weißt du. Ich bin gegangen in jüdischen Theater, Morris Schwartz. Bei dem zweiten Akt sind alle Zuschauer raus und draußen, haben Uternen und reicherne Zigaretten und so weiter. Und wir sind daran mit sei auf dem zweiten Akt. Beim zweiten Akt, das hat sich geendigt, ist die Chevre-Sahne, weißt du was, war mir keine Pizzeria. Da war Kim sagte, okay, ich gehe in die Pizzeria. Ich bin gegangen in die Pizzeria und man hat gesessen neben mir in der Pizzeria. Und die Idee dachte, ja, es ist schon ein Mädchen, ich weiß nicht, Amerikaner. Anyway, in dem sagte sie mir, dass wir für Cherry Orchard, und ich habe es umgenommen. Noch von dem tun, hat man sich getroffen, jeden Tag, ein ganzes Jahr. In Demelton. Ja, gerade von Long Island und oh ja. Und sie gewesen ein glücklicher Schüler, soll ich das sagen. Ich habe sehr gut getroffen. Sehr gut getroffen. Ja. Seine Geschichte ist, habe schon noch mehrfach gehabt, wie eine Geschichte, wie er hat durchgemacht in die alle Jahren und Gruppen. Ja, in Auschwitz. Schrecklich. In Auschwitz ein anderer Lager, aber herausgekommen, ein ganzer Mensch, was er hat sich gehabt kein Hass. Er hat sich gehabt kein Hass gegen die Deutschen, stell dir vor. Weil ich habe begonnen zu schreiben Pieces. Und die Pieces sind gegangen in ganz Europa. Actually nicht ganz Europa, aber Deutschland, Polen, Schweiz, Amsterdam und Holland. Ich bin darin gefahren. Ich sage, Mendel, so ich habe schon Arme, also vor in Deutschland mit der Pjese. Nein, wir sind daheim. Also er hat encouragiert. Er hat es herangegeben in meiner eigenen Schumme. Ja. Euer Leben, eure Karriere ist also verschiedenartig, also reiche. Ich bekennt mit so viel bewusste Menschen. Ich will auch wegen dem ein bisschen fragen, aber ein Menschen will fragen, was ihr damit nicht in
ein Buch, aber ich weiß von anderen Texten, was sie hat geschrieben. Also sie sind gewesen als Sekretärsche bei Yitzchak Nachman. Pinchas Schwarz. Stimmt. Ja, koidem noch gewesen Sekretär, nicht kein Sekretärsche. Pinchas Schwarz im Kulturkongress hat mich umgenommen. Nicht wie ein Sekretär, aber ich habe gedacht, lecken Markes und lecken die Konverten. 50 Cent a Schuh im Kulturkongress. Fein. Aber ich bin ein Sekretär bei Yitzchak Nachman Steinbergen, ja. Unsere Zuhörer wissen nicht, wer es ist gewesen, Yitzchak Nachman Steinbergen. Das ist gewesen der Justizminister bei Leninen. Nicht lang gedauert. Nein, sein Bruder Aaron Steinberg sind entlaufen, sind gemisst entlaufen, ja. Aber es gewinnt der Justizminister. Wenn hat gewohnt auf der 86. Gastor, Leben Central Park, ist in einer Diere von 10 Zimmern. Hat gelebt also wie ein König, wie ein Melech. Suchte der Esszimmer, mit den Chandelieren, hat ausgehalten wie ein König, wie ein Melech. Hat gehabt Menschen, die haben gezahlt für ihn, gehabt Freilandliga, in der Territorialismus. Ja, ist gewesen der Führer von der territorialistischen Bewegung. Ja. Jahrelang. Ja. Jahren bis heute. Nicht bin gewesen mit seinem Teut. Ja. Gefahren in Australien und wo nicht, so ist gefunden ein jüdisches Territorium. Ich habe gedacht, schreiben einen Brief, kann Trujillo in Ecuador, und wie, aber ich habe gefragt, habe Steinberg, wie soll schreibt ihr Brief in Uganda? Es ist ein heißes Land in verwuslichtere Territorien dort. Sagte, weil jeden kennen nicht leben in ein, ist es ruhig gewesen. Es hat schon existiert. Sagte, jeden kennen nicht leben auf ein Territorium, alle zusammen. Man darf haben andere Länder, die man kann besetzen geben. Okay, habe noch gegeben. Ja, aber wir haben geschrieben einen Brief, kann Uganda, ganz Afrika auch. Ja, Suriname. Ja. Ja, und wo nicht? No, und Ebscher hat gemeint, dass es tornisch sein, alle Jeden in ein Land, weil Chalila es soll etwas passieren, ist da Jeden in ein anderes Land. Das ist unser Koyach, was wir sind zu spreit. Das ist gewähnt Dubnovs Theorie. Dubnov hat gesagt, dass jeden tornisch leben in ein Land. Wir dürfen da zur Seite zerspreit. Das ist nicht gewesen, Steinberg-Story. Shimon Dubnov-Story, der Historiker. Als wir turnisch leben in einem Land. Ja. No. Ja. Lass mir reden wegen ein Land, das heißt Amerika. Weil Sofkos Chotscher hat gewohnt in Israel. Ja. Ist von deswegen sind hier meistens ein Amerikaner. Ja. Und da in Amerika hat sich erst zerbliet. Und hat sich bekannt mit Kolaminen Persönlichkeiten und zwischen sie Joseph Papp. Das ist verbunden mit dem jüdischen Theater in New York und Bechlaume Theater. Sagt uns etwas wegen einer Beziehungen mit Joseph Papp. Mit Joe, ja. Ich bin gegangen, ihn interviewieren von Vorwärts. Ich arbeite im Vorwärts schon über 35 Jahre. Von 82 meine ich. Lange Jahre. Und ich kann interviewen Joseph Papp und ich habe nicht gewiss, wer ist, bei MS. Na Shakespeare Festival, Public Theater, Theater, bin ich gegangen. Die Minute, was ich bin herangekommen, in ungeheuer zu reden Jiddisch, ist mich schick geworden. Hat geredet Jiddisch, fließend Jiddisch. Hat Chinisch geweint. Meine Mama sagte, hat geredet bloß Jiddisch, das hat nicht gekannt, Ausland und kein Englisch. Lass mal reden Jiddisch und ich darf doch oben.
In das ist die Zeit, wenn er das Haus gewächst, in ungeheuben zu identifizieren sich wie ein Jid, weil alle haben gemeint, ist ein Griech, Kap. Ja. So, geheißen Paperowski, Josela Paperowski. Und von demut an hat mir geklingen jede Woche, der Misskommen, ich darf haben Jiddisch, reden Jiddisch, trachten Jiddisch, und nicht vielleicht kommen zu 7 Jahre Zeit. Man hat gearbeitet auf Benefits für Jivo, und ich habe gedacht, übersetzen auf Jiddisch verschiedene Poemen und Lieder für die Akteuren von Broadway und von Hollywood. Ich habe das dort bekannt mit sehr vielen Akteuren und Actresses. Berühmte über die Welt. Nur, ich bin sehr naiv. Aber ich habe getan, was hat gewollt. Und ich bin gewesen bei ihm, gesagt, 7 Jahre Zeit, hat nicht gekannt, auflösen. Muss haben sie ein Portie Jüdisch. Und als wir kommen, ist gestanden, ich habe BBC, CBS, NBC, alle Kameras sind gewesen. Und als ich von da reinkommen, sagte alle raus, ich darf heran. Und als ich gewesen, eine große Verbindung, nicht kein Verlieb, nicht kein, wir sind nicht gleich geliebt, das heißt, Lili. Hat sehr feine Frau, ich habe sehr feinen Mann, und ist gewesen eine wunderlich scheine Mannsperson. In der Mädels mit der Wabe sind geharrt geworden von ihm. Und hat mich mitgenommen. Ich habe nicht gewusst, er ist schon krank. Er hat gesagt, Miriam Kim, wir nehmen eine Limousine und wir gefahren Manhattan zu Ronald Lauder, was hat dem gewollt sein, der Mayor of New York. Und wir waren beide gekommen zu Ronald Lauder in Office. Und alle Wände sind dann beschmiert mit Wiener Kaffeen. Sehr gut. Anyway, sind wir angekommen zu ihm. Und Joe hat gesagt, Ronald, die hast $30 Millionen in der Fundatie. Ich will bloß 1 Million für ein jüdisches Theater bei mir ins Shakespeare Festival. Hier ist von einer Seite gesessen, Rabbi Besser. Meiner lebt noch. Der zweite ist gewesen Rabbi Eppes, ich kenne den Namen noch, aber man nur gegeben Rabbi Erke. Und die zwei haben angerät dem Idiot. Der Idiot, ist gesagt, der Idiot, Ronald Lauder, sehr hart. Aber der Idiot ist gewesen auf dem Puhnen ausgegossen. In seinem herangerät, sagte Ronald zu Joe, Pat, weißt du was? Ich gebe $50,000 und du musst schaffen $50,000 on your own, matching grant. Wenn Joe Papp hat das gehört, ist aufgestanden. Joe Papp ist aufgestanden und gesagt, Ronald, fuck you! Und ist rausgelaufen, ich bin ihm noch gelaufen. Und ich habe gesagt, Joe, ist nicht kein Million, schafft Hertel, und er hat gesagt, nothing doing. Hat gewollt schaffen an jedes Theater. Und hat gestellt, man echt zweite Pièce bei ihm, Lieder von der Mäden, aber hat mir gegeben ein Studio in dem Shakespeare Festival. Ich mit meiner Haveterina Borough, man soll schaffen ein Studio für jüdische Akteuren und Actresses und Regisseuren und machen mit sei One-Actors. Ich muss es getan. Ich habe wirklich gehabt, sehr große Zahl von jüdischen Akteuren, Jungen, Älteren, Singen, Spielern. Und wir haben gestellt One-Actors dort in das Studio. Es war sehr, sehr populär. Der Eulen, also die Ushers haben uns gescholten, weil wenn man annonciert, als man geht in das Studio, wird stellen One-Actors auf Jiddisch, ist in der Eulen gewesen, de Gas. So viel in der Reihe. Es ist mir gefährlich. Man hat geschlagen ranzukommen. Ist doch gegangen und ist gestorben.
Was kann ich da sagen? Farnteut hat mir geklingelt. Ich hatte 2 Farnteut. Miriam, ich habe schon nicht gegessen, aber auch Zeit. Mach mal Latkes. Und ich habe auch bald weggestellt gemacht Latkes. Ich habe ihm gebringt die Latkes. Geweint und gekluckt. Und ist weg. Und noch ihm ist geworden aus Shakespeare Festival und aus Public Theater und aus dem jüdischen Theater, aus mit dem Studio, aus mit allem Ding. Das ist es. Joe Pack. Aber ihr habt weitergearbeitet in jüdischen Theater und ja. Gebaut Brücken zwischen jüdischer Kultur und andere Kulturen. Und euch in derselben Zeit bedarf der Mannen, als ihr habt gehabt, euch eine akademische Karriere. Weil der jüdische Lehrerseminar hat mich zugegreift. Ich habe allemal gehingert auf Lehrerei, auf Lernen. Ich habe gewusst, dass zu lernen darf ich eine gute Basis. Wir saßen in Jivo, jahrelang. Und ich bin rein in mein Graduate Work. Ich habe in Israel, aber ich verfehlt 10 Jahre Zeit von der 10, bei MS. Ich bin zugekommen in Miami Beach von Israel. Und ich bin weg in, ich habe gehabt im Seminar. Ich habe gehabt ein Lehrerdiplom. Und bin ich weg in Miami, University of Miami. In ein Jahr habe ich gemacht, der zweite BA, ich habe Bachelors. Ich habe gehabt eins von Lehrerseminar und eins von University of Miami. Und Michael Herzog hat auch gewusst, dass mich bald verbeten. Und ich bin bald in der von Miami, weg in New York, zu meiner Studie. Und ich bin daran in Columbia. Ich habe dort gelernt sich. Bis ich habe geendigt alle meine Kursen auf ein Doktorat. Und ich bin verbeten, um ein Vorsitzender gewesen, Rachmil Pelz, der wunderliche Mensch, ein prächtige Lehrer. Wir haben beide gelernt im avancierten Klasse in Columbia. Ich habe noch verbeten, nicht verbeten, ich habe gemisst, kommen auf eine Review, das ist ja so krank. Genau. Ich bin gekommen auf eine Review, und dort sind gewesen eine ganze Hebräer Dinge, und ich bin schon gewesen am Mädel von über die 40, meine ich. Ja. Und es gesessen eine Kommission von Professoren, und so haben mich interviewt, und wenn sie gesehen, mein Curriculum weiter, und ich habe beschrocken, schon hat so viel ausgetan, ich habe geschrieben Pjesse, gehabt ein Radio, WVD, ein Radioprogramm, wir sind gewesen in Oxford, wir sind gewesen in Wilna, auch schon gelernt mit dem, und das gehabt Pjesse, und also was noch bald zu genommen. Bald, auf dem Ort. Ja, so bin ich heran dort. Ich bin geblieben 25 Jahre, ich habe echt pensioniert mit 2 Jahren zurück. Ich habe da in letzter Klasse gezahlt 80 Studenten. Das kleine in meinem Buch hast du gesehen, ein Bild. 80 Studenten hat sich geschlagen, heranzukommen zu mir. 80. Ich meine, absolut, das gewinnt die größte Jiddisch-Klasse in alle amerikanischen Universitäten. Ja. Ich weiß nicht, aber es ist... Ja, absolut. Äußergewöhnlich. Ja. Miriam, wir reden schon seit Zeit. Die Zeit läuft. Ich weiß. Noch da so viel zu reden wegen die Menschen, was ihr habt gekannt. Ihr habt doch gekannt Sutzgewand. Mangern. Ja, wir sehen uns mit Sutzgewand. In Mangern habe ich getroffen im Kulturkongress, in der Cafeteria. Schrecklichem Zustand. Und ich bin gesehen uns mit gerade noch, weil es gibt eine Schuhe in der Bronx. Ein interessantes Leben und ein Leben, das geht weiter. Ihr seid noch als aktiv und ihr schreibt noch. Wir können auch lernen schon in einem elektronischen jüdischen Vorwärts. Das habe ich kenne, ja. Aber ich habe erst daran gegeben, ein zweites Buch, was wir drücken, die Publisher haben schon genommen, ein zweites Buch, und ich greife sie ein drittes Buch von Kindermeisters, jüdische Kindermeisters. Also ich bin sehr aktiv. Sehr aktiv und
allemal interessant und allemal auf Englisch, auf Jiddisch ist allemal kedai euch zu lernen. Und wir sind euch sehr dankbar, dass sein unser Gast auf dem Programm. Schönen herzlichen Dank. Shavuos, liebe Kinderlach, Shavuos. Guten Abend, Hochsche Zuhörer von dem heutigen jüdischen Programm. Heutigen Abend gewollt öfter reden ein bisschen wegen Shavuos. Wir haben viel Megillas Russ, was man geht klein in den Menschen tut Shavuos. In der Megillah wird gesagt, Vahi b'mei shvoita shoiftim, Vahi ro'o ba'ores. Es hat ein bisschen öfter sagen für die Gemorre-Loschen, und für die Nacht, man kann nicht das richtig überteitschen in Jiddisch, aber ich meine, es ist so gerät, dass ich das ganz gut verstehe. Sucht sich ein Wort, als kol mukom shenema vahi, eino ele zora. Aber man kann explainieren, was das meint. All überall, in ganz Tanach, wie es nicht weggeschrieben ist, das Wort vahi wird am Mund, das heißt, es ist ein Zora. Otherwise, sucht man auf eine andere Loschen, sucht man nicht vahi, sucht man bahoyo. Aber man sucht vahi, ist schon ein Zimmer von Zora. Wer kann nimmer, sagt dann die Megillas Ruh steht, wer kann nimmer trei vahi. Trei ist Aramäisch, ist zwei, schnell. Das heißt, steht zu uns. Es waren zwei zu uns, was man geht lernen in der Megillas Russ. Was sind die zwei zu uns? Mit nicht hohe Borabon shel Teuron? Sie gewinnen ein Hinger von Teuren in die Zeit. Wir Rabon la Lochem in ein Hinger gewinnen. Ein Hinger von Teure und ein Hinger von Essen. Das heißt, als sie gewinnen zwei Hingerjahre. Überall, wie es wird gesagt, Vahi ist ein Zure. Und es wird gesagt, zweimal Vahi, zwei Zures. Weil das Land hat einmal geherrscht, ein Hunger von Teure und ein Hunger von Brot. Aber wenig zu leinen Megillas Russ Shavuos sind vorhanden verschiedene Erklärungen. Manche von den Chachomim will haben, als man tut es zu dem Kuvert von David HaMelech. Welches geboren geworden der Nacht von Shavuos, und David ist gewesen das Einige von Russ. ist auch ein Nifte geworden in Shavuos. Welches gewesen die Tochter von König Mojov. Und also wie im Posig wird gesagt, Lo yivoi amoini Mojovi bekal Hashem. Als von Amoini Mojov, von die zwei Völker, tun nicht kommen in die jüdische Gemeinde. Das heißt, in jüdischen Klall. Als Obstand von Amoini Mojov können da reinkommen während zwischen Jiden. Haben sie gefunden viele, welche haben gewollt, David noch ausschließen mit dem jüdischen Kohol. Was? Weil David kommt da raus auf den Russ, auf die Mojavier. Der Rabbonen haben erklärt, als der Posik hat gemeint, Mojavi veloi Mojavis. Hat die alle mal gemacht, der Griechen tu es. Wenn ich hier Volk hat nicht gewollt akzeptieren, wollte reinnehmen den jüdischen Kohol, David HaMelech. Aber sie haben gedacht, wie kommt es? Für Mojov soll reinkommen, ein Jid in die jüdische Klall. Und der Rabbonen haben explained, das heißt, verteidigt, übergegeben, als ein Mojov konnte da reinkommen in die jüdische Klall. Aber ein Mojovis, ein Freu, ist ja ungenommen in die jüdischen Klall. Ein Mann für Mojov, aber nicht ein Freu, welcher hat ungenommen in die jüdische Gläuben. Der Fall eine mir Megillas Russ, wie es wird umgegeben, die Jiches von David HaMelech zu weisen, als ein Bobbe Russ ist gewesen, ungenommen in dem jüdischen Kohol. Und wir wünschen euch, alle sollt um Masach Naches, in Simches, einen guten Jontef, Rab Meir David soll sein gesund, und soll Tage Mamschach sein, oder die heilige Arbeit. Ad bias goyel tzedek bim Herre ve'yameinu, Amen ve'yamein. Mit Girland des Grins, verkränzt mit frische Blumen, es geht Sommer, Leppet scheint und klingt, im Wald, im Feld, im Garten, es fliehen Flegelach und singen Schiere dorten. Der Peter grüner Jontef geht's man Matan Torah Seino, man Matan Torah Seino. Shavuos, Shavuos, Shavuos.
Shavuos, liebe Kinderlach, Shavuos ist gekommen, beflochten mit Girlandesgrüß, bekränzt mit frischen Blumen. Es geht Sommerleb, es scheint und klingt, im Wald, im Feld, im Garten. Es fliehen, fliehen Vögelach und singen schiere Dorten. Der lieber grüner Jantef geht, man Matan to Roseino, man Matan